Grüß Gott. Hartl, mein Name. Kepper Rosenheim, mein Kollege, der Herr Hansen. Tag. Grüß Gott. Ist was passiert? Arbeiten Sie hier, Herr? Vogt. Ja, das ist mein Campingplatz hier. Wir würden gerne den Wohnwagen von Herrn Reuter sehen. Vom Reuter? Sie weiß gar nicht, ob der da ist. Er ist nicht da. Er ist umgebracht worden. Ah, was? Ja, also, das ist der Wagen vom Herrn Reuter. Haben Sie zufälligerweise mitgekriegt, wen der Herr Reuter gestern Abend zu Besuch gehabt hat? Aber ich mische mich auch nicht in die Privatangelegenheiten der Camper ein. Also, zumindest solange sie sich anständig benehmen. Und der Herr Reuter war anständig. Ja, das war ein ganz korrekter. Also, ich glaube, Lehrer war der, gell? Oberstudienrat. Und seit wann hat denn der hier kampiert? Seit einem Dreivierteljahr. Und wie hat denn Sie so mit den anderen verstanden? Eigentlich ganz gut, bis auf den Meierling. Die zwei, die konnten es nicht so miteinander. Harald Meierling, der hat hier auch einen Dauerplatz. Da hat sich der Reuter immer aufgeregt, dass der so laut Fernsehen schaut. Ja, und gestern Nachmittag, da sind sie dann richtig aneinander geraten. Okay, wo findet denn den Herrn Meierling? Platz 18. Ah, Sie schon wieder? Tja. Erst werden Ihre Kollegen hier alles absperren und dann verdächtigen sie auch noch die Gäste. Lang geht das für nicht mehr gut. Ihre Kollegen haben hier alle verhört. Wie lange soll denn das noch gehen, diese Befragungen und Absperrungen? Bis wir den Mörder gefunden haben, ne? Ja, aber sowas kann doch dauern. Das ist Willkür. Sind Sie dafür verantwortlich? Ja. Ich will mich bei Ihrem Vorgesetzten beschweren, weil mit solchen Aktionen machen Sie mir das ganze Geschäft kaputt. Wir wissen von Ihrem Millionendealer, Vogt. Und wir wissen auch, dass er geplatzt ist. Wegen dem Lurch. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Das Gelände, auf dem Ihr Campingplatz steht, das wollten Sie für viel Geld verkaufen. Sie waren ein reicher Mogul. Ja, und das ist ja mein gutes Recht, oder? Sehen Sie mal. Diesen Spaten hier haben unsere Taucher aus ihrem See gefischt. Das ist doch Ihrer. Ja. Ich mochte den Axel Reuter eigentlich ganz gern. Deswegen habe ich ihm auch von Waikiki erzählt und dass ich bald selber dort sein werde. Und ich habe mir gedacht, er freut sich mit mir. Aber stattdessen droht er mir und will mir das Geschäft kaputt machen wegen seinem blöden Lurch. Herr Vogt, Sie sind vorläufig festgenommen wegen des dringenden Tatverdachts, den Axel Reuter umgebracht zu haben. Herr Vogt, wenn Sie bitte mitkommen möchten.